Onze Geschichte von George Rempel. Onze Geschichte wordt aangevoerd van George Rempel, die nu in Winkler woonhoofd is. Onze Geschichte handelt hauptsächlich van de Oudkolonie Mennonieten, wat aan 1922 tot 1927 van Canada naar Mexico wanderden. De schrijver van de Geschichte is George Rempel. Hij is in Mexico geboren en opgewassen en heeft 14 jaar gediend als een schoolleraar aan de Oudkolonische dorpsscholen in Mexico, dicht bij Cuauhtémoc. En in 1965 kwam hij met zijn familie naar Gretna, Manitoba, waar hij de MCI-school bezocht heeft. En in 1980 werd hij van MCC aangesteld in Elmer, Ontario, met documenten te schaffen voor Mennonieten die van Mexico naar Ontario trekken. Seit 1990 sind hij in zijn Frühwohnhaft in Manitoba, von waaruit hij deze Geschichte uitstudeert, opstelt, op een MP3 computerprogramma oplezen deed, en ook nu uitgeeft durch de Mennonitische Post. En de Mennonitische Post nummer 20 vom 20. Februar 2004 is de eerste uitgave, oder het eerste poort van de Geschichte in Jüdische Sprache te lezen. George Rempel is wel de eerste die onze Geschichte van ons als Oudkolonie Mennonieten vertaalt, die zelfs einer van ons is. Viele andere hebben geschreven van de Oudkolonie Mennonieten in de vergangenheid. Doch dit is het eerste Mal, wat einer van ons, wat man ganz opgewassen is, man ganz geleefd heeft, de Geschichte studiert heeft en opschrijven deed. Mocht onze Geschichte ons alle zum Segen dienen. Ik zie Hein Rempel en ik wens je een goede aanvang. Unsere Geschichte Nummer 1. Wir wollen uns an unserem plattdeutschen Radioprogramm von nu an mal regelmäßig Wort von unserer eigenen Geschichte vertellen. Aber wer sind wir? Und was meinen wir mit unserer Geschichte? Wenn wir immer weiter von wir oder von uns und von unserer Geschichte reden wollen, dann meinen wir damit uns, die wir nachkommen sind von den Mennoniten, die in den 1870er Jahren aus Russland von der Festlandkolonie und von der Oule-Kolonie nach Manitoba kamen, die sich dort auf der Westreserve ansiedelten, die dort den Kirchennamen Rheinländer Mennonitengemeinde annehmen, aber bald allgemein als Oudkolonie bekannt wurden, die sich von Manitoba uit in Saskatchewan verspreiden und von Manitoba in Saskatchewan uit in den 1920er Jahren nach Mexiko trokken. Dort heet de meeste van ons zijn nakomen van de originale Oudkolonie in Manitoba. Een veel kleiner poort van ons zijn aber nakomen van de Sommerfelder in Manitoba. En nog weniger van ons zijn nakomen van de kleingemeente in Manitoba, die 1948 naar Mexiko trokken. Van dem Unterschied zwischen Sommerfelder nakomen, Oudkolonie nakomen en kleingemeente nakomen, vertellen wir uns later nochmal viel mehr. Aber von nu wollen wir dort bedeutet lassen, was wir gesagt haben. Wenn wir nu mit mennonitische Geschichten vertalen anfangen, ob das oudkolonische Geschichten oder sommerfeldsche Geschichten sind, und sogar noch mal ein bisschen von kleingemeindliche Geschichten, dann sollen wir eigentlich vom Jahr 1525 in der Schweiz anfangen, wo die Anabaptistenbewegung anfängt. Und dann können wir so langsam über Holland, nur Deutschland und Preußen und Südrussland und Kanada nach Mexiko kommen. Und dann war der Krieg nach Kanada, wo wir nu wohnen. Aber vielleicht ist das für uns, die wir entweder direkt von Mexiko nach Kanada gekommen sind, oder von Mexiko über Belize oder über Paraguay oder über Bolivia oder Argentina nach Kanada gekommen sind, besser, wenn wir zum Anfang erstmal davon vertalen, warum und wo unsere Eltern oder Großeltern von Kanada nach Mexiko trocken und dann von wo und warum wir zurück nach Kanada gekommen sind.
Aber willst dort wegen Religionsfreiheit, Schulfreiheit und Militärfreiheit, wie dort unsere Voreltern immer weiter uitwanderten, soll wir zum Anfang vielleicht doch kurz ein klein Betwort von ihrer Geschichte an Pressen in Russland vertalen. In Pressen wohnen unsere Voreltern über 200 Jahre und wir können uns viel vertellen, von wo sich ihre Geschichte entwickelt, aber dort wir vielleicht later noch mal. Für nu wollen wir uns bloß zwei Dinge sagen. Eins, sie gingen in Pressen mit ihrem Schulunterricht über von Plattdeutsch nach Hochdeutsch, weil es fast kein Plattdeutsch mehr geschrieben wird, nicht nur in nur Deutschland, aber auch in Pressen. Sie verplattdeutschen dort aber so sehr als möglich das hochdeutsche Alphabet, die hochdeutsche Welt so plattdeutsch hier zu merken als möglich. Mehr von dem auch later. Zwei, sie kamen in Pressen sehr eng mit dem nicht ihre Jungs als Soldaten angeben zu brücken. Pressen muss immer eine große Armee haben, ihre Grenzen zu verteidigen. Und sie wollen auch hier den Mennoniten ihre Jungs dort zu brücken. Die Mennoniten mussten lang viel Geld holen, nicht ihre Jungs als Soldaten angeben zu brücken. Mit der Zeit aber leiht die preußische Regierung die Mennoniten auch kein Land mehr kaufen für ihre Jungs, wenn sie die nicht als ihre Soldaten dienen leiten. Das hat die Folgen, dass sie manchmal in wenigen Jahren viele junge Familien hatten, die nicht formen worden können. Diese mussten dann notgedrungen ein Handwerk lehren und damit ihr Leben verdienen, wenn sie auch viel lieber Former geworden wären. In dieser bedrängten Zeit fangen die Mennoniten an Pressen sich an rumzukicken, nach Glaubensfreiheit und nach Siedlungsmöglichkeiten in andere Länder. Krieg in dieser Zeit versuchte die Russland-Regierung in verschiedene Länder Siedler zu werben, die da interessiert wären, sich auf ihre riesengroßen Großstaaten dicht beim Schwarzen Meer anzusiedeln und produktives Ackersland davon zu merken. Russland muss sich beständig dafür wehren, dass die Türken an die großen Ladestaaten in Südrussland nicht wahrnehmen. Und deswegen wollte die Königin an Russland, Katharina II. Oder Katharina die Große, diese Staaten Jieren so bosig als möglich besiedeln lassen, dort damit helfen vorzubehen, dass die Türken sich die nicht annehmen können. Und Katharina II. Wusste daran, dass die Mennoniten in Pressen all viel landlose junge Familien hatten, die Jieren Former worden mochten. Katharina war selbst eine Deutsche, und sie wusste auch, dass die bedrängten Mennoniten in Pressen Deutsche wären. Sie wusste auch, dass diese Mennoniten sich all ernstlich rumcheckten, nur eine Gelegenheit, in einem anderen Land Religionsfreiheit und Schulfreiheit zu finden. Ein Land, wo man an gleicher Zeit auch wird Formland eigenen Loten zum Formwirtschaft trieben, ohne dass die Landesregierung ihre Jungs immer wird versägen, für ihren Militärdienst anzutragen, so als die preußische Regierung dort nu all viele Jahre getan hat. Wils de Königin die Mennoniten ihre bedrängte Lehre an Pressen so gut anwisst, schickt sie 1787 einen von ihren Beamten, einen Mann mit dem Namen George von Trappe, nach Pressen, die Mennoniten dort persönlich einzuladen, nach Russland zu tragen und sich dort dicht beim Schwarzen Meer auf ihre riesengroßen Großstaaten anzusiedeln. Dit Angebot sagen die Mennoniten in Pressen an als eine Antwort von Gott, und sie schickten meistens zwei von ihren Männern, Jakob Bartsch und Johann Heppner, nach Südrussland, dort ein passendes Ansiedlungsstück für die preußischen Mennoniten auszusuchen und mit der russischen Regierung ein Übereinkommen auszuarbeiten. Bartsch und Heppner fanden ein passendes Stück Siedlungsland bei Bereslav. Maar so
50 Kilometer auf vom Schwarzen Meer. Die russische Regierung versichert Borch und Hapner en derch aan de Mennoniten aanprijzen dat ze jede familie 180 akker land geven wordt en dat ze aan dezelfde religions- en schoolvrijheden geven wordt die ze alle andere siedler uit Europa geven. En dat ze ihre jongens wordt laten vrij blijven van militärdienst voor immer. Aber die Kolonisten sollen sich selbst eine lokale Regierung merken. En durch die Mennoniten ihre lokale Selbstregierung, wo die Staatsregierung die Kolonisten regieren. Dit wordt für die erste en für alle andere mennonitische Kolonisten in Russland met de tijd sehr verhängnisvoll. Later noch mal viel mehr davon. Als die Delegaten, Borch und Hapner, nur einem vollen Jahr im November 1787 endlich zurückgekommen wären mit ihren guten Nachrichten aus Russland, dann mögen sich an Pressen durch im Vorjahr im Sommer 1788 allerhand landlose Gruppen ab und wanderten in Russland, noch eher alles richtig reit wird dafür. Die erste Gruppe Uitwanderer verleiht Pressen am 1. Osterdag 1788. Diese Gruppe und alle anderen Gruppen, die sich 1788 abmücken, den langen Weg nur die riesigen Staaten in Russland dicht beim Schwarzen Meer zu wandern, kamen 1788 aber bloß bei der Stadt Dubrovna. In Dubrovna wurden alle mennonitische Uitwanderergruppen abgeholt und gesagt, dat ze door im Winter blijven moesten. 228 Familien moesten in Dubrovna überwintern. Die russische Regierung lässt diese Einwanderer nicht wieder wandern aus Patua, wie es dort dicht beim Schwarzen Meer war da ein neuer Krieg angefangen hat mit den Türken. Der lange Weg, den unsere Voreltern mit ihren Pferden und Ossen wandern mussten, um nur ihr neues Siedlungsland in Russland zu gelangen, die wir über 1200 Meilen lang. Bei Dubrovna wird dort noch mal der halbe Weg dahin. Sie wanderten diese lange Strecke so viel als möglich dicht bei Rifas, wo sie Wasser fangen für sich selbst und für ihr Vieh. Was diese Wanderer, unsere Voreltern, mankte kein einziger Prediger mehr, in Dubrovna alles beleefden, davon vertellen wir uns later noch mal viel mehr. Von nu denkt bloß mal an eins. An so eine junge Menschen, die sich in Dubrovna verleibden und sich hierin befreien wollen, wo sie aber noch keinen Prediger wohnen können, an zu trühen. Im Vorjahr 1889 wanderten diese 228 Familien dahin ab, wo sie ansiedeln wollen. Im Juli 1789 kam die erste Gruppe Einwanderer bei der Stadt am Kartitzer River, wo die russische Beamte diese erste Gruppe von Einwanderern und alle anderen Gruppen von den 228 mennonitischen Familien uit Pressen mögen ansiedeln. Dat wir nicht das Land, was Borch und Hapner Verein uitgelesen haben, aber an wird gesagt, dass es zu gefährlich wäre, noch wieder wandern zu lassen, weil der neue Krieg mit den Türken da noch nicht über war. 1797 kamen noch einmal 118 Familien aus Pressen und siedelten sich auch auf diese Kolonie, die Kartitzer Kolonie, an. In Lothar kamen noch mehr Familien aus Pressen und siedelten sich auch auf die Kartitzer Kolonie an, sodass da so 460 Familien angetroffen wären. Das wären meistens so eine Familien, die an Pressen landlos gewesen wären. Diese Familienvaders wären Söhne, die ein Handwerk gelehrt hatten und ihren Lebensunterhalt an Pressen damit verdient hatten. Diese Familien wären meist alle durch nicht wohlhabend, viele wären arm. In Pressen hatten diese Familien sehr verstreut gewohnt, hatten sich lang nicht alle gekannt, was sie in Dubrovna durch im Winter taub wohnen mussten. Und hier in Russland siedelten sie sich bald alle in Darpa an, wie sie dort in ihre ersten Werken all ansagen, dass es hier wird neidig sein, dicht taub zu wohnen, sich gegenseitig beschützen zu helfen, für die Banditen, die es manch den Nomadenvölker durchjäf, die sich in diese Gegenden rumtreiben. Und das sind unsere Vorfahren.
Meistens arme Handwerkerfamilies, die dort vormer waren am Land, wo für an sehr fremde Verhältnisse wären, sehr schwer gefangen haben. Wenn wir uns von hier wieder von unserer Geschichte vertalen, dann meint dort, wir vertalen uns nicht Geschichten von dem ganzen großen Mennoniten-Geschichtsbaum, der viel Äste hat, aber bloß von dem einen großen Ast an diesem großen Baum, wo die Ölkolonien sind. Hier müssen wir von der aufbrechen, wie es unsere Zeit aufgerannt ist. Nächstes Mal vertellen wir uns was von unseren Vätern, ihre Erfahrungen und Geschichten auf der Kartitzer Kolonie in Russland. Die Kartitzer Kolonie wird lauter bekannt als die Ole Kolonie. Ich wünsche ihr alle eine gute Nacht. Das heißt, wenn die erst ein bisschen neu gedacht haben, über wer unsere Väter wären. Ich sehe George Rempel.